So, guten Tag mitnehmen. Ich heb mir is für längere Zeit eine Geschichte auf so'm Vertelsel upschreiben über die Ahnenforscher, wel nach Borken kwam. Und die Geschichte, die will ich nur eben vorlesen. Et is all elke Jahren hen, da ging in de Propstei in Borken dat Telefon. Und dran was ne Amerikaner. Die hadden Anliegen. He vroeg of hij wel eens voorbijkommen kon wegen at Ahnenforschung bedreef. Hij hadde dabei festgestellt, dat seine Urahnen für volle Jahren van Borken in de USA utwandert wassen. Hij meek nun ne Europatrip und was gerade mit seiner Familie in Rom und woll gerne is eben kot ne Afsteker nach Borken machen. Für Amis ist das ja bloß ne Kattensprung. He meek mit den Propst ne Termin af und kam dann so as afsprocken nach de Propstei. Die Sekretärin hatte all de Karkenböke und dat Archiv halt und auch de Indräge von de Familie gefunden mit Geburtstage, Döpen, Traudach und Abmeldung von Borken nach Amerika. Den Propst hatte sich extra eine gute Stunde freiholen, dass die Amerikaner auch die olle Remigiuskarke wiesen kun. Die Familie, das was ein Ehepaar von gut und wohl 50 Jahren, 2 halbwassene junge Lö und die Oma was auch noch dabei. Das Interesse was heel groß und sie gingen andächtig durch die olle Remigiuskarke, streken mit ihrer Hande über den Döbsteen, keken in die Bichtstöhle und lädten sich gerne die ollen Figuren verklören. Für den Propst was dat nicht einfach, alles in Englisch zu verklören, wegen at et jo all elke Jahrtiente hen was, dat die Englisch in der Schule lehrt hatte. Apat he gaf sin Bestet. Want ob vielleicht in Latin beter loben was, und dat kunden die Amis ja wer nicht. Und ob einmal suche, dat die Oma ihren Sohn an Ärmel trok und im Leise frug, wat heffe secht? Die Propst was verdattert. Hei, dat war richtig hört. Die Oma kürt Plattdütsch. Ich frug darum die Oma, können die platt braten? Da gönken Löchten über dat Gesichte von die Oma. Und sie vertellte stolz, ja wisse kann ich platt. Wie hebt ja bei uns ne Heimatverein, wo wir uns einmal in Monat trefft und da wird bloß Plattbrot. Min Sohn und seine Frau und auch seine beiden Jungs könnt gut Plattdütsch. Dat kümmt mir ja war rechte Passe, kam von den Propst trüge. Ich bin auch mit Plattdütsch opwassen. Dann lot es doch von no an in Plattdütsch wieder machen. Damit waren sie alle gut inverstorn und so flogen nur die Fragen und Antworten krüss und quer dort Karkenschip. Den Propst dat lädt, dat sich noch eine Stunde verabschieden moch, wo sie doch alle so viel Spaß an der Curie hatten. Da kam den Zivildienstleistenden, von da gesagt sie ja Zivi, von der Gemeinde, auch in die Karke. He hatte sich anboten, dat he die Amis auch noch die Örgelbönne und die Sakristei mit die ollen Missgewänder, Monstranzen und Kelke wiesen woll. Und he de dat wär in Englisch. Wegen hatte ja kein Plattdütsch kun. Later vertellen he in de Propstei, dat die Amerikaner glücklich und de Freiwehr wegführt wassen und ton Abschied als Dank ne ansehnlichen Dollarschien in der Hand drückt han. Mir gibt dat te denken. De Amis könnt Plattdütsch, aber de dütschen jungen Lö könnt nicht. Nu ja, et is so ast is, wat wiss maken. Damit is nu min Vertelsel über die Ahnenforscher und Amerika an Ende
Und so sag ich dann dütmal nicht bloß gut gone, nee, ich tu dütmal sogar in Englisch. Bye bye.